Gewohnt groß war der Andrang beim WKO Businesslauf auch bei seiner 13. Auflage am Mittwochabend auf der Linzer Kugel. Rund 3000 Hobby- und Profiläufer folgten der Einladung, gemeinsam mit Arbeitskollegen in Dreierteams für ihr Unternehmen an den Start zu gehen und neben persönlichen Bestzeiten auch in der Gruppe ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Besondere, glaube ich, ist das Team. Es laufen Dreierteams und das ist das Entscheidende, dass das jetzt den Zusammenhalt ein bisschen fördert und dass man ein bisschen die Identität in einer Firma damit stärken kann. Es ist schon etwas Tolles, wenn jedes Jahr 3000 Teilnehmer bei diesem Lauf sind. Eigentlich ist er vom Beginn weg ausverkauft. Und es gehört auch dazu, dass es nachher eine Siegerehrung gibt und auch eine Gemeinschaft. Ich glaube, das ist das Charakteristikum dieses Laufes. Auch das Wetter war auf Seiten der Veranstalter, denn nach tagelangem Regen blieb es trotz bedrohlich dunkler Wolken trocken und die rund 15 Grad boten ideale Laufbedingungen für die Teilnehmer. Nach dem Startschuss um 19 Uhr verließen die Läufer das Stadion Richtung Landessportschule und machten sich auf die 5,4 Kilometer lange Strecke rund um das Kugel-Oval, bis sie über die Rosecker Straße und den Schiedemeierweg wieder zurück ins Stadion gelangten. Als Erster im Ziel war Christian Schmuck von Lenzing Papier, der nach 16 Minuten 52 die Ziellinie überquerte, gefolgt von Christian Guttenbrunner und Stefan Eichinger. Wie war der Businesslauf? Gut, schön wie immer. Hart, weil ich mit dem Marathon-Training bin. Das war jetzt schon mein zweiter Trainingslauf, aber überglücklich, dass ich gewinnen habe können. Die erste Dame im Ziel war Sandra Kobelmüller von der Naturbackstube Honeda mit einer Zeit von 19 Minuten 13. Kurz und knackig, bin normal andere Distanzen gewohnt. Aber super, das Wetter ist perfekt. Nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Regen. Super Veranstaltung. Voll viele Leute sind dabei, einfach super, mehr kann ich sagen. Stärkung gab es im Anschluss bei der Pasta-Party und der WKO Businesslauf entpuppte sich einmal mehr als Erfolg auf der ganzen Linie.